Two, 1, 2, 3, 4. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Fliegen um die Welt. Ja, oh, salut zusammen, da ist der Akash 7. Und wie ihr vielleicht schon im Hintergrund gehört, es läuft Crow bei mir. Ja, bei mir ist eigentlich immer Crow am Start, wenn ich daheim chillen. Nur so nebenbei. Wieder auch unten links im Gameplay gesehen, habe ich im Black Ops 2 mein Crow-Emblem am Start. Nein, ohne Scheiße feiert der Typ einfach, weil seine Musik einfach hammergeil ist. Wie ich finde. Ja, heute mit einem neuen Commentary. Und wieder im Hintergrund schon gesehen, es ist Black Ops 2. Endlich, yes, der fickt scheiß Kinomodus geht. Yes, Leute, yes, wir haben es geschafft. Geile Sache. Ja, eben heute mit einem kurzen Commentary. Ich dachte, ich schneide das Thema kurz an. Und zwar geht es darum, Geld für Games, DLCs und so weiter. Ich bin nämlich heute so in die Stadt geschlendert, habe ein bisschen verschissene Tage gehabt, darf ich zugeben. Und dann dachte ich, ja komm, jetzt belohnst du dich ein bisschen und kaufst 50 Stutz PSN und machst ein bisschen FIFA Pack Opening, weil heute das neue Team of the Week kommt. Und ja, aus dem ist eigentlich nichts geworden, weil ich bin in die Stadt gegangen. Dann bin ich so am Metro vorbeigelaufen, vielleicht kennt ihr Metro, Kleiderladen. Und dann bin ich einfach mal reingegangen und ja, schlussendlich habe ich für 150 Stutz Kleider gekauft, anstatt PSN-Geld zu holen. Und auf eine Art und Weise bin ich recht zufrieden, weil ich schon lange keine neuen Kleider mehr gekauft und man ist doch immer froh, wenn man wieder etwas Neues im Schrank hat. Auch ich. Und ja, und jetzt würde ich gerne wissen, was haltet ihr davon? Wie viel gebt ihr eigentlich für DLCs oder Games auch im Allgemeinen aus? Vor allem die neu in die Lehre gehen, nimmt sie Huren Wunder, weil die anderen, klar, die haben Geld für alles, man die können es einfach alles kaufen. Neben dran, dass sie noch müssen vielleicht Miete zahlen oder so. Ja, was macht ihr? Wie gebt ihr euch das Geld aus? Wie teilt ihr es ein? Wo schaut ihr darauf, dass ihr vielleicht mal dort ein bisschen mehr ausgebt oder mal dort? Oder habt ihr da eine fixe Struktur, wie ihr das Geld ausgebt? Und das wäre eigentlich so meine heutige Frage. Ey, wisst ihr was? Ich starte jetzt nämlich gerade so eine Serie. Und zwar heisst die irgendwie What do you mean? Oder so etwas in der Art. What do you mean? What do you mean? What do you think about it? What do you think about it? Das ist die neue Serie, die hier steht. Auf meinem Channel, den ich jetzt gerade gestartet habe. Ja. Und zwar gibt es in dieser Serie immer ein kurzes Gameplay. Sehr wahrscheinlich Black Ops 2 jetzt immer, wo der geile Kinomodus funktioniert. Übrigens kurz etwas zum Gameplay. Es ist ein sehr spannendes FFA auf Hijacket, weil der Typ, mein Gegner, ist recht davongezogen am Anfang und in der Mitte war er immer ein bisschen vorne und dann schlussendlich zack zack habe ich ihn aufgeholt und ja, der sieht es am Schluss. Ja, ist ein geiles Gameplay. Ich habe fast den Orbitalsatellit erreicht im FFA. Und alle, die FFA spielen, Black Ops 2, ihr wisst, das ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Klar, ich spiele hier mit Drohnen, Konterdrohnen. Ist übrigens die perfekte Kombination von Killstreaks, finde ich. Normalerweise habe ich meistens dann noch das Drohnen-Ding zum Schießen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heisst, man. Ich weiß doch nicht mehr. Egal. Ist auf jeden Fall meistens so meine Killstreaks und ich bashe meistens so richtig mit Punkten, versteht ihr? Ich habe sogar mal eine Runde FFA gespielt, wo ich schlussendlich mehr Punkte hatte als der erste, weil ich irgendwie noch Minen alles kaputt gemacht habe und noch Schockladungen zerstört habe. Und ja, das ist immer geil, wenn ihr mehr Punkte habt als der erste, der eigentlich erst wäre, weil er mehr Kills hat, aber die haben gewonnen, weil ihr mehr Punkte habt eigentlich so für euch. Weil ich schaue meistens immer nur auf Punkte. Ja. Ja. Aber nochmal zurück schnell zu der Frage, die ich hatte am Anfang. Was haltet ihr? DLCs kaufen? Ja. Geld für Kleider oder sonstiges. Ich weiß nicht, wie bei den anderen vielleicht Möbel oder CDs oder... Nein, CDs gehört auch eigentlich so die Sparte digital, Multimedia. Ja, Multimedia. Andere Sachen. Wie habt ihr dort eure Einteilung? Das ist meine Frage zum heutigen Commentary. Und ja. Jetzt am Schluss möchte ich eigentlich noch schnell dem Howie gratulieren. Erstens mal gratulieren für deine 500 Abonnenten. Geile Sache, geiles Ding, gut gemacht, Howie. Weiter so. Jetzt, wo der Kinomodus für Black Ops 2 kommt, kommt jetzt vielleicht auch mal ein Gast-Commentary.
Ich habe ehrlich gesagt auch damit ein bisschen gezögert, weil ich nicht gewusst habe, wie ich Schweizerdeutsch weitermachen soll, weil wie ihr gesehen habt, meine Road to Royce werden gar nicht verfolgt. Ja Leute, was ist los mit Road to Royce? Wieso wird das nicht geschaut? Und es könnte sogar sein, dass ich die Road to Royce einstelle, weil es ist echt zu viel Arbeit und es schaut einfach niemand an. Ja, darum wird es wahrscheinlich eingestellt, sehr wahrscheinlich wird es eingestellt. Sehr wahrscheinlich kommen jetzt viel mehr Black Ops Gameplays, weil ich bin wirklich wenn ich Black Ops am Zocken bin, bin ich am Suchten, Mann. Und ja, ich hoffe, das heutige Commentary hat euch gefallen und ihr beantwortet meine Videofrage. Und ja, es wäre geil, wenn ihr mir noch könntet unter das Video schreiben, wie ich die Serie nennen könnte. Ich weiss, ich würde es jetzt nennen Videofrage, what you think about. Oder so Nummer 1, Nummer 2 und so, die immer so weiterführen. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Salut zusammen, euer Acker7. So, und wenn ihr jetzt noch dran seid, dann habe ich noch kurz Info für euch. Und zwar gibt es 2 neue Schweizer Kommentatoren hier auf YouTube und die möchte ich euch kurz vorstellen. Und zwar ist das die Army of Two. Geht doch auf ihren Channel, schaut mal vorbei, schaut ihre Videos, schreibt einen Kommentar unter Videos, kleine Bewertungen, liken, teilen und so weiter, abonnieren. Wäre verdammt geil von euch. Merci und jetzt ist wirklich Salut zusammen, euer Akar.